verfolgt. Wir wollen als Afrikaner hier in Pforzheim ein Zeichen setzen. Wir sind dankbar, dass wir hier in Pforzheim, wie in der Bundesrepublik Deutschland, durch das Grundgesetz, die uns die Möglichkeit gibt, miteinander im Frieden zu leben, dass wir nicht neutral sein können, wenn unsere Brüder und Schwestern in anderen Orten, in Afrika besonders, terrorisiert werden. Wir wollten diese Zeichen setzen. Wir danken, dass Sie Ihre Solidarität und dass wir auch von der Behörde hier eine zustimmende Aussage bekommen haben und dass wir unter dem Schutz der Polizei auch unsere Umgebung heute halten können. Einige Freunde wollen uns einige böse Worte sagen. Ich möchte zunächst unserer ganz tolle Freund hier bitte das Wort ergreifen. Das ist Herr Kück, wie Sie kennen. Der ist ja nicht nur Vorsitzender der Umwelt, der ist ein Freund, die wir miteinander, der Mandela-Eiche in der Nähe von Stadtkirche gepflanzt haben. Er wird uns eine kleine Begrüßung vornehmen. Number 2. Down. Up down. Yeah. Oh, that thing. Aus Kamerun, aus Burkina Faso, aus Tschad. Vor einem Jahr war es, dass wir beide, Bruder Martin und ich, an der Stadtkirche ein Zeichen des Friedens gesetzt haben. Wir von den Naturfreunden, die 5000 Leute in Senegal, Togo und anderen Ländern haben, um dort als NGO zu helfen, Betriebe aufzubauen, Frauenrechte durchzusetzen, Bildung voranzutreiben. Die Mandela-Eiche für Nelson Mandela in seinem Andenken, Gedenken als Friedensmensch geachtet, hoch anerkannt in der Welt. Er hat immer gesagt, Bildung ist die Grundlage, wie wir in Frieden auf der Welt weiterleben können. Schon 1993. Und was macht Boko Haram? Boko Haram tritt das alles mit Füßen. Nicht nur den Frieden unter den Völkern in Afrika, nördlich und südlich des Äquators, sondern auch die Bildungsmöglichkeiten, indem gerade Kinder, Mädchen geschlachtet werden, verkauft werden. Das kann so nicht weitergehen. Indem Frauen missachtet werden in ihren Grundrechten, in der Menschenwürde. Wir müssen einfach auch hier in Pforzheim das Zeichen setzen, dass wir wollen. Es muss auch in den Medien bekannt werden. Es kann nicht sein, dass nur die Finanzen von Griechenland und der EU auf unseren Seiten stehen, bebildert mit Hinz und Kunst da drauf. Nein, wir haben viele, viele Menschen auf dieser Erde und bedenken wir immer, dass aus Afrika die Wege der Menschheit, wir alle ja kommen. Olduvai-Schlucht, sage ich nur. Lieber Bruder Martin, ich bin sehr dankbar, dass wir heute dieses Zeichen der Solidarität
für Menschenwürde, für Achtung von Mann, Frau und Kind, für Gleichheit, Brüderlichkeit, vor allem dafür, dass die Kinder und Jugendlichen nicht nur eine Bildung, sondern auch eine Ausbildung bekommen. Und wir Naturfreunde helfen dort, auch damit Betrieb entwickelt werden können. Deswegen haben wir auch zusammen die Mandela-Eiche damals gepflanzt. Ich bin sehr dankbar, dass so viele heute gekommen sind, hier das Zeichen zu setzen und Solidarität zu sagen. Es muss aufhören mit dem Terror, es muss aufhören mit dem Schlachten von Menschen. Ich habe die Werte heute mit 15.000 gelesen, Tote inzwischen. Das muss aufhören, dafür sind wir hier. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, sehr verehrte Damen und Herren. Wir können uns verlassen auf viele Freundinnen und Freunde, die ihre Stimme erheben gegen solche Terror. Ganz herzlichen Dank. Und das ist einfach toll. Sehr verehrte Damen und Herren, wir haben gesagt, der Boko Haram, die berufen sie sich auf den Islam. Ich muss sagen, das ist eine Manipulation ohnegleich. Denn 2 Jahrhunderte leben in Nigeria und Kamerun Muslimen und Christen, Menschen verschiedener Religionen zusammen. Und die können sich nicht auf Islam berufen. Wir leben im Frieden in verschiedenen afrikanischen Ländern, Muslimen, Christen und darüber hinaus. Und da können wir nicht hinnehmen, dass der Islam als die Grundlage ihrer Philosophie nehmen und ihre Terror zu verbreiten. Und das sagen wir ganz klar, das sind keine Muslimen, die sind gegen den Islam, wenn die so handeln. Sehr verehrte Damen und Herren, wir wollen auch diese Zeichen der Solidarität mit den verschiedenen Religionen, mit den Christen. Ich möchte Frau Friedrich zu mir herzlich bitten, um eine kleine Grüßwort. Mein Name ist Nicola Friedrich, ich bin Pfarrerin an der evangelischen Matthäuskirche im Ahlinger. Mein Name ist Nicola Friedrich. Noch näher? Ich bin Pfarrerin an der evangelischen Matthäusgemeinde im Ahlinger. Aber ich glaube, ich kann hier für alle Christinnen und Christen Pforzheim sprechen. Unser Mitgefühl und unsere Gebete sind bei den Menschen, die von Boko Haram drangsaliert und terrorisiert werden. Wir denken an die Schülerinnen, die entführt worden sind, und an ihre Familien, an die vielen Ermordeten und ihre Angehörigen und an die unzähligen Menschen, die flüchten müssen und alles zurücklassen, was ihnen gehört hat. Wir wissen uns verbunden mit den Christen und auch mit den Muslimen, die da leiden. Sie gehören alle zur Weltgemeinschaft und deswegen geht das, was dort passiert, uns alle an. Dem Terrorismus muss Einhalt geboten werden. Menschen müssen in Frieden leben, arbeiten und lernen können. Danke. Ganz herzlichen Dank im Namen der evangelischen Kirche in Pforzheim. Meine Damen und Herren, anderer Freund wird nochmal auch im Namen der christlichen Kirche aussprechen. In erster Linie muss ich mich bedanken bei allen, die anwesend sind. Okay. Lauter? Das geht? Ja. Gut. Als Nigerianer muss ich mich bedanken. Ich bin so stolz auf alle die Kameruner hier sind und alle Afrikaner. Ich danke euch für eure Bruderschaft. Und auch als ein Nigerianer muss ich sagen, Boko Haram hat nichts mit Religion zu tun. Es ist eine Kriminalität gegen Menschheit.
dass man nicht üben darf und dass man nicht erlauben darf. Und ich muss ja auch dazu sagen, als ein Nigerianer, hätten wir zu tun in Nigeria als ein Volk, was wir tun sollten, hätten wir nicht so weit gekommen. Und ich muss ja alle aufrufen, die Nigerianer hier in Deutschland und auch die Politiker. Es ist Schluss mit Heuchelei und alle Feigheit im Namen Demokratie und Menschenrecht. Es hat damit nichts zu tun, es ist alles politisch. Und ich muss auch Pforzheim bedanken, dass wir heute eine Stimme haben dürfen. Nigeria ist ein Land mit viel Geschichte und wir unter uns eine lange Reise. Und wir wissen, dass was wir vor uns haben, wir noch viele lange Reise vor uns haben. Aber heute ist es धागे पैसे और इसमें सिर्फ पहले बुको हम भेजी था वो उसी पे तेरा को मत धागे इसका से मो इसका से सो वाला सिस्टम था इसका और इसका वो जी madame tu n'as pas le rouge à lèvres, ça veut dire que tu sais qu'on t'a répondu, c'est bon. À gauche n'a pas mis le rouge à lèvres, et nous qu'on t'a répondu aussi. Egal sein. Ich danke euch, bitte, bitte für uns und spreche von uns. Danke. Sehr verehrte Damen und Herren, Sie sehen, wir freuen uns, dass viele Freunde, die wieder unter uns sind, so betroffen und so klar äußern können. Wir bitten Sie nachher im Gespräch mit den vielen Afrikanern, die hier sind, wirklich zu kommunizieren. Erst wenn wir uns zueinander zugehen, können wir auch voneinander lernen. Und das ist ganz wichtig so. Vertreter der Studenten hier in Pforzheim, Sie wissen inzwischen, sehr verehrte Damen und Herren, als ich vor einigen Jahren hier ankam, war in unserer Hochschule tatsächlich nur vielleicht inzwischen weniger als 10 Studierende aus Afrika. Inzwischen kann ich Ihnen sagen, dass es ermutigende Zeichen, dass wir in unserer Hochschule inzwischen mehr als 100 Afrikaner, die hier studieren, und die freuen sich, dass sie in Pforzheim sind. Der Vertreter der Studenten wird Ihnen ein paar Worte bitte sagen. Okay. Hast du heute nicht vergessen, oder? Liebe Eltern, liebe Freunde, liebe Freundinnen, wir bedanken uns erstmal sehr, dass Sie hier heute hier gekommen seid. Ich spreche hier im Namen, wie gesagt, der Studierenden von Pforzheim und es ist uns sehr wichtig, dass Pforzheimer und darüber hinaus ganz Deutschland über den Fall Boko Haram eine Meinung hat, sich Gedanken darüber macht, weil, wie Sie ja hier alle wissen, ist ja Jugend den Alter, wo man sagt, okay, ich will alles machen, ich kann heute mit Freunden alles für die Zukunft bauen. Und wenn Sie hier hören, dass 200 Mädchen von Boko Haram entführt worden sind, getötet, als Sklaven verkauft worden oder als Sexsklaven verkauft werden, das kann man nicht zulassen, das kann man nicht weiter so machen lassen. Also wir bedanken uns sehr, dass Sie gekommen seid und hoffen sehr, dass Ihre Kinder, dass Sie alles machen werden, dass so ein Fall nicht nur in Kamerun oder Nigeria weitergeht, sondern dass sowas nie in Europa kommt. Weil wenn Afrika oder ein anderes Kontinent davon betroffen ist, dann ist die ganze Menschheit betroffen. Weil wir sind alle Menschen, die in Frieden leben wollen, die eine Zukunft an anderen weitergeben wollen, die in solche
Unmenschheit nicht leben wollen. Also wir bedanken uns nochmal sehr, dass ihr gekommen seid und würden uns sehr freuen, wenn wir zusammen jetzt kleine Gespräche führen, damit vielleicht Sie mehr über den Fall Boko Haram mitkriegen und ja, uns Ihre Stimme geben, damit wir weiter so reden. Und zuletzt will ich noch die Stadt Pforzheim bedanken, dass sie uns diese Chance gibt, unsere Stimme so laut machen zu lassen. Ne? Vielen Dank, Freunde. Wir danken Ihnen, dass ihr gekommen seid. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, vor mehr als 8 Monaten war ich in Kamerun und ich habe Gelegenheit gehabt, auch ein bisschen zu hören, was so an der Grenze zwischen Nigeria und Kamerun geschieht. Ich muss sagen, die Menschen waren betroffen. Boko Haram, Sie müssen sich vorstellen, die sind zum Beispiel gegen Impfungen. Wenn eine Impfung gegen Malaria oder irgendwelche Krankheit, die sind da dagegen. Die sind gegen Bildung. Wir haben vom Herrn Pück gehört, wie Bildung wichtig ist. Wir haben von unseren Freunden von der Hochschule Studenten gehört. Wir wissen, wie die Bildung so wichtig für unser Leben ist. Die lehnen jegliche Bildung ab. Und die haben sogar viele Schulen zerstört. Ich sage, viele Schulen zerstört. Ich habe mit eigenen Augen einige sehen können. Sehr verehrte Damen und Herren, wir kommen langsam am Ende. Menschen, die so betroffen sind von dieser Situation, wollten nicht schweigen. Und unter diese Menschen, die nicht schweigen wollten, das ist meine Freunde hier, Patrick Gangen, dass er so betroffen war, dass er gesagt haben, nein, wir müssen was tun. Und ich habe ihm gesagt, da müssen wir sofort. Ich möchte, dass du da warst. Hallo liebe Freunde. Hallo liebe Freunde des Friedens. Heute haben wir die Gelegenheit, hier uns zu versammeln, um nochmal und laut dem Boko Haram zu sagen, Stopp! Stopp Boko Haram! Stopp Massenmord! Stopp Terrorismus! Stopp Schlachten! Stopp Terror! Das ist unser Wort heute. Und ich bin wirklich froh, so viele Leute hier versammelt zu sehen. Und das ist eine Initiative, die nur der Anfang ist. Ich muss auch dazu erwähnen, Deutschland